Oh ja, alle gut. Heute haben wir hier die Arceus Vista Ultra Premium Collection Box hier. Der ist schon für eine lange Zeit rausgekommen, aber wir machen es haut recht ab. Ich frage mal an. So. Plastikfolie rausholen, ich muss. So, wie wir halt gesehen können, aus halt Arceus halt ein bisschen so. Wie so schon Regenbogenfarbartig gefühlt. Also schauen wir mal ab. Also meiner Meinung nach sieht die Box richtig gut aus, wenn es da Regenbogenfarbe hat. Also ich meine, da tut so halt der Lichtstrahl von der Arceus durchstellen. Die halt kann gesehen. Ein hier rundherum. Hier steht hier der Arceus Vista Ultra Premium Collection Box. Hier der Seite auch. Hier steht Pokémon Logo an der Arceus Vista Ultra Premium Collection Box. Hier steht eigentlich der Pokémon Logo. Und auf der Rückseite steht auch Arceus Vista Ultra Premium Collection. So, ich drehe mal richtig weh. Machen Datei ab. Seite. Also ich meine, die zwei Karten sind die Promo. Jetzt sind zwei also eigentlich Arceus wie eigentlich Arceus Vista Metallkarten. Also von dem Material hier, also guter Qualität bei mir noch. Vorhanden sieht auch gut aus, wo jetzt der Pokémon hier an Goldschrift. Steht da hier an der Seite nur. Kommt zu deshalb. Ich würde das die Deckbox. Das müsste die Deckbox sein. Die wird halt Regenbogenfarben. Das ist auch ziemlich gut gefallen. Und die Qualität von der Box halt ist besser als die normale Küche, gehe ich mal so hin. Sieht doch richtig gut aus. Da heißt Visa Marker. Da heißt die Spezialmünz, die aus Metall ist. Wie die kann gesehen, das heißt Arceus drauf. Rückseite das der Pokémon Logo drauf. Da heißt sie die Würfeln, die Schadensmarken, die aus Metall bestehen. Manchmal sind sie ziemlich schwer, also schade. Also das ist richtig gute Stoff, meine ich. Hier ist da ein Playmat, also eine Spielmatte. Schon mal heraus. Ich mache die Playmat vorher ab. Ein großer Blickwinkel für die Playmat. Also auf ein ganz großer Arceus drauf, mit der Pokémon Logo an der Galaxy Hintergrund, wie ich so. Das Material von der Playmat fühlt sich auch nicht billig an, also ist ziemlich gut, wie ich so. Ich hole das noch ein bisschen. Die auch mal auf der Seite. Die Goldkarte hat die noch auf der Seite kurz gelegt. Also kommen jetzt die Booster. Der dritte Seite ist einmal Lost Origin, zweimal Lost Origin, zweimal Astral Radiance, zweimal Brilliant Stars und zweimal Evolving Skies. Ich meine, das ist der. Also das ist ein ziemlich gute Booster. Wir kommen jetzt zu der linken Seite. Dann kommt 2 Lost Origin,
2 Astral Radiance, 2 Brilliant Stars, 1 Vivid Voltage Booster. Also insgesamt wir 4 Lost Origin, 4 Astral Radiance, 4 Brilliant Stars und immer Vivid Voltage. Ich nehme die Booster an der Seite. Ich gehe so mit reingemacht, Vivid Voltage Packung. Bei der Schwere Schildära müssen nach der Kartentrick benutzen. Also ein Code Card High, eine 1, 2, 3 Karten. Ich speichere mich vor den, ich meine, das waren nicht 3 Karten. Also ein Charmeleon, Telescopic Sight, Magiena, Dynamo, Globopus, Wubet, Peaky Pack, Jollytick, Trubbish und Chat Ninja. Ana Psychologie. Leitung mal, dass ich Pack nicht gezogen. Logische Mama Astral Radiance. Ich gebe so an dieser Seite noch richtig gute Karten dran, zum Beispiel der Alda Diagavia, Alda Pagavi. Ich hoffe, ich zähle für die zweite Skär. Okay, die Pack ist ein bisschen komisch aufgehängt. Ich lege Code Card High. 4 Karten. Okay, Fire Energy. Ein Golduck. Granidos. Temple of Sinnoh. Der Karte wird auch aufgespielt, wenn es fähig geht. Also, alle Spezialenergie sind nicht spezial, sondern ist einfach normale Colorless Energie. Heracross. Eevee. Cypher. Bachboach. Misdreavus. Hoothoot. Und Hisui Arcani. Und dann kommen wir jetzt der zweite Booster Pack. Guck halt ich auf der Seite. 2, 3, 4. 4 Karte 4. Metallenergie. Hisui Heavy Ball. Also der Hisui Heavy Ball kann ja auch aufspielen an verschiedene Decks. Zum Beispiel für an Chapeau könnt ihr das spielen. Hisui Sneasel. Hals. Magnemite. Togepi. Hisui Schwerball. Also Tschüss darin. Hisui Sneasel, wie? Der ist eigentlich nicht so stark. Also ich werde jetzt nicht so kompetitiv, aber von Design hier, also noch ziemlich okay, meine Meinung. Und keine Fun Fact hierbei, das Astral Radiance war mein echtes Set, die ich auch gemacht habe. Also wo ich angefangen zu sammeln. Da stehen mal Promos an der Seite. Die hieß an der Seite. Dann los zu dem nächsten Pack. Guck an der Seite. 1, 2, 3, 4. Okay, ich meine mir Visa Marker als Karte.
Featherball, Usaring, Petitili, Nikit, Svinup, Yanma, Glameow, Randall Heatran und Miltank. Also der Heatran geht aktuell ab Decks gespielt, so wie wie ich mal Arceus am Rouge geht dann am Moment gespielt, sonst kann ich den nicht, sonst kann ich keine Decks. Aber die Karte ist doch ziemlich gut, wenn die den gut abbauen kann. Und wir kommen jetzt zum Dialga Pack. Ich habe bis vor die 3 zu machen. So. Guck halt auf der Seite. 2, 3, 4. Kanal 4. Kaffeenergie. Kamado. Hisuian Cragwheel. Energie Lotto. Barboach. Misdreavus. Hisuian Sneasel. Holz. Magnemite. Und leider wo gespoilert schon gouf, da ja Oshawott und so schönes Arenen. Vespiqui leider. So, ist doch die Karte mal. Die Codekarte hier das auch mal. Lu, mach ich mal Lost Origin rein. Wie ist der Marker schon verschluckt? Ich fange mal die Hisui Sorgen. Ich lege Codekarte hier an der Seite. 2, 3, 4. Karte 4. Und dann fangen wir an. Feuerenergie. Lady. Minchao. Fantina. Inkei. Paras. Hisuzora. Finneon. Blipback. Spectrier. Und Schüssnerin. Sableye. Diese Karte kann ich oft an bei allen Lost Zone Deck gespielt. Mit der Fähigkeit Lost Mind. Von den 10 oder mehr Karten Lost Zone wird, kann die 12 Schadensmarken benutzen. Für eine Energie. Das ist ziemlich gut für Bench Sniping. Also gehe ich auf diese Pokémon, also das Pack. Die Codekarte der Seite. Karte 4. Emol Vista Coin, also Marker. Swana. Porygon 2. Collex Experiment. Der geht auch auf Lost Zone gespielt. Also, du guckst dir 5 Karten an. Dann kannst du 3 in der Hand legen. Die anderen 2 Karten muss er Lost Zone legen. Seal. Rockruf. Ducklet. Goldleaf. Shellos. Schrimmspect hier. Also Schluss nach Rehen. Hisui Zorak. Also Hisui Zorak als der Hisui Zorak ist eigentlich nicht spielstark, aber der Hisui Zorak Vista, die war noch so, ich denke, konnte die Spieler, aber war nicht allzu stark. Wo ich Zorak gezogen, fange ich mal das Zorak Pack an. Gut.
ein bisschen Probleme auf Booster aufzumachen. Ich wüsste, was mir Lasers kann. Codecard lege ich an der Seite. Am 1, 2, 3, 4. Psychoenergie. Panic Mask. Diese Karte geht auch Pomo gespielt, wie sie gerade war nicht mehr genau wegen Deckel war. Der Frag auf die gespielt. Carbink. Iskan. Hisuzoroi. Ducklet. Gasty. Let Leo. Yenfu. Gliscor, also Latzka. Volvo. Volvo. Also das Card ist noch okay, weil wenn zum Beispiel dein Pokémon zu viel Damage wird, kannst du das Card spielen und dann kannst du dein Pokémon wie an der Hand, also discarden. Du musst einfach dafür alle Karten discarden, aber dafür spielst du Flash AKO. Leute, nichts back. Das ist der letzte Pack von Lost Origin. Hoffen wir, ich kriege noch etwas. Kommt an der Seite. 1, 2, 3, 4. So, Riedmann. Und dann Kampfenergie. Mirage Gate, das kann geht auch an alle Losung gespielt für die Energie abzukriegen. Luminion. Also die Karte kannst du dann zwei verschiedene Energie von deinem Deck an E-Pokémon lehnen, also an J-Pokémon lehnen. Snuva. Bronzer. Gummi. Aviados. Und zum Schluss noch ein Digong. Die Karte halt oben. Da kommen jetzt die Brilliant Stars. Schrauben wir halt das ab. Da kommen wir zu H-Pack. Guck an der Seite. 1, 2, 3, 4. Metallenergie. Claydol. Arkelos Premonation, meine ich wohl. Hot Helmet. Duskull. Kochfisch. Magma. Spiritomb. Burmy. Weiterentwicklung Burmy. Anarenen wie Max Agron. So, ich meine, diese Karte, ich meine, ich nehme ein K bis so. Diesen kompetitiven mit Arceus V-Star eigentlich nur. Wir müssen mal Arceus V-Star sehen. Das Karte geht halt gut aus, die Frage von den. Und zum nächsten Pack. Also Brilliant Stars gibt immer ein Chase Card für mich, das ist der Arceus V oder Arceus V-Star. Die Arceus V der Old Art, an der V-Star hoffe ich die Rainbow Cards sehen, mit die Gold Card. Gold Card Wasch, dann 1, 2, 3, 4, Schrumme V-Star Marker. V-Star. Manis Pride. Pashirisu, Blanda Policy, Shimancha, Michino. Also das ist der Card geht aktuell auch an wie ich am Lugia da gespielt, wenn es Call of the Family, also wenn es eine Weiterentwicklung. Da seine Weiterentwicklung möchte pro Energie Special Energie die holt, möchte den 20 Damage mehr, 70 Damage mehr. Und wenn sein Attack, also der Michino's Attack, der erste Attack ist Call of the Family, kann halt 2 Basis-Pokémon an der Bank lehnen, was schon ziemlich gut aussieht so. Nose Pass. Das Pokémon an zum Schluss nach rein. Empyrean.
Empoleon. Lo machen wir den Glock Pack up. Schnell Code Card wasch. Dann 1, 2, 3, 4. Psychoenergie. Claydol. Acreolas Premonition. Pot Helmet. Cherubi. Turtwig. Riolu. Starly. Spraydom. Pareshirisu. Und noch Magmator. Nu nog de Arceus Pack. Hoffen wir, du hast Arceus dran. Zuckerdash. 1, 2, 3, 4. Wasserenergie, Clan, Gerbit, Torkoal, Turtwig, Sneasel, Klink, Spraydom, Exiu, Klinklang, also das kann Onichorovi, all that. So auf Art wird hier, also es sind nicht die größte Fan davon, aber wie hit das hit. Ich kann mal an der Seite. Ich ziehe kurz die Karte an. Dadurch geduldig ist die, dass ich mal andere holen. Also ein Schlimm eigentlich. Die Evolving Skies Packs. Ich hoffe wohl, dass ich nach Tara wie Max sehen. Unwahrscheinlich, aber Hoffnung hast du. So, ich meine, ich fange mal die Evolution. Packet auch mal. Das ist schwer, Pack abzumachen. Guck mal, was? 1, 2, 3, 4. Dunkelheitsenergie. Boost Shake. Golduck. Palepitoad. Emolga. Slakoth. Gossifleur. Luftdisk. Fletchling. Lillipop. Zum Schluss noch ein Ampharos-Fighter. Wir sind jetzt der letzte Pack gekommen, quasi, also Last Pack Magic gibt es. Ich hoffe, ich kriege etwas raus. Ich kriege ein bisschen schwer die Pack gerade. Erstmal so. Ja, ich bin wirklich ein bisschen schwer Pack aufzumachen. So, eigentlich gut Pack auf. Hat ein bisschen lange gedauert, so gewinnt. Code-Kartei. 1, 2, 3, 4. Fähigkeit 4. Okay, Psychoenergie. Hypno. Full Face Guard. Lombre. Lagoon. Kleines Side-Fact. Das war echt kein, wo ich Evolving Skies abmache.
Bloodbait, Teddy Ursa, Cryogonal, Subet, die letzte Karte, hoffe ich, das etwas. Leider nochmal Flappel. Also hier sind die Hits. Hier sind die Hits. Ich fand der beste Hit als den hier. Sonst gefällt mir der Produkt eigentlich richtig gut. Zum Beispiel sind sie Playmath, wenn es die halt Deckbox. Aber jetzt die Würfel und die Münze, die mehr haben. Und die Metallkarte ist auch gut. Und so, ich merci für nur zu gucken und bis zum nächsten Mal.